typischen Lebensmittelhandwerksbetrieb hat 50% Personalkosten, 25% Matière première, 19% Charge d'exploitation, 3% Energiekosten und 3% bleiben dann als Benefis übrig. Also quasi die Kost vom Koch sind die 3%, an die stehen ganz besonders Gefahr durch die hohen Matière première Preise und noch die Energiekosten, die dort gegangen sind. Ja, so was die Energiekosten, die sind massiv an die Leute gegangen, wahrscheinlich durch die Aggression von Russland gegen die Ukraine. Und da hat man vom letzten Jahr hat man 2-4% von den Energiekosten par rapport zum Chiffre d'affaires. Das heißt, von den 2-4%, da hat man als Carburant, als Gas, als Elektrizität. Und das hat sich verdoppelt, das heißt, wir liegen bei 4-8% Coût d'énergie en pourcentage du chiffre d'affaires, wo die Zusammensetzung von den Kosten als selbig bleiben, mit den Coût d'énergie par rapport zum chiffre d'affaires wird sich verdoppelt. Also wir sprechen von einer Croissance von 100% par rapport zum letzten Jahr. Ja, bei der aller Kostenstruktur hat man ja 25% Matière première. Da war es so, dass sich die Preise erloren, Dachkaufspreise massiv erhöht haben. Wir sprechen beim Milch von einer Erhöhung von 21%, beim Zucker von 33%, beim Butter von 30%, beim Mehl auch von 30%. Das nach weiter steigen sind wir an den Preisen und den Exportpreisen von den verschiedenen Handelsplätzen. Als Beispiel zum Beispiel der Wes oder der Mais. Wir haben beim Wes zum Beispiel eine Zucht von Wes, die an den USA gehandelt wird, die ist par rapport zum letzten Jahr um 93% gestiegen. An irgendwann kommen die Preise auch beim kleinen Betrieb und wir gehen davon aus, dass die Ankaufspreise nach weiter massiv ansteigen und dass wir auch werden da natürlich eine Verdoppelung vom Preis par rapport zum letzten Jahr hin. Ja, beim Metzler haben sich Ankaufspreise natürlich auch massiv erhöht. Wir sprechen beim Rumsteak von einer Erhöhung von 63%. Dann bei der Entrecôte zum Beispiel 55% oder mehr billig Fleischzucht, das dann der Flancher, den hat sich auch um 40% erhöht. Auch da gehen wir davon heraus, dass durch die Erhöhung von den Energiepreisen und durch die Erhöhung von den Matière première das weiter wird gehen, auch fließig wahrscheinlich verdoppelt werden am Ankaufspreis. Die EU hat an ihrer Kommunikation vom 24. März 2022 ein Encadrement temporaire de crise definiert, wo dann vier Unterstützungen die verschiedenen États-membres können für die Unterstützung von der Wirtschaft definieren. Das ist ein Rahmen, der festgelegt ist, innerhalb den sich die verschiedenen Länder sich können bewegen, an ihre Ede können definieren. Die EU hat 4 verschiedene Eden definiert. Die erste Ede, das sind begrenzte Beihilfebeträge in Form von direkten Zuschüssen oder von Steuervorteilen. Die zweite Eden, die definiert, das sind Liquiditätshilfen in Form von Garantien, also Staatsgarantien. Die dritte Hilfe sind Liquiditätshilfen in Form von zinsvergünstigten Krediten. Und die vierte sind Hilfe für Mehrkosten durch die Erhöhung von den Energiepreisen, durch dem Erdgas und den Strompreisen, die sich erhöhen. Also zuletzt bestehen 2 Projekte de loi, die definiert wurden. Das war der nächste Projekt de loi, den 7999, den definiert die Abführung von einer Beihilfe in Form von Garantien.
Das heißt, da können die Entreprisen Kredite abholen, an der Staat überhält die Bierschaft von dem Kredit. Die zweite Hälfte, also die zweite Projet de loi aus den 2019 Projet de loi, an den definiert Hilfen für Mehrkosten durch die Erhöhung von den Energiepreisen. Ganz genau, da gibt es zwei Hilfen. Also die erste, das für die energieintensive Entreprisen. Und die zweite Hilfe, diese ganz spezifisch definiert für die Konstruktion, für das Lebensmittelhandwerk, aber auch für die Firmen, die Gütertransport auf der Straße durchführen. Ja, aktuell kriegen an Projet de loi 2019 just Handwerksbetriebe an der Gruppe vom Lebensmittelhandwerk Hilfen, die auch eng Pacht machen. Mir als Lebensmittel, also das Lebensmittelhandwerk will gerne, dass es auch Ede gehen für Entreprisen, die kein Pacht machen. Und da mindestens 30% von der Coût eligible soll vom Staat überall gehen.